Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission Blick auf Europa. Ich wollte euch heute über zwei Sujets besprechen. Der erste ist Gleichstellung von Mann und Frau. Das heißt, wir hatten die letzte Sonntag hatten wir Weltfrauentag. Und da kommen natürlich immer die Sujets auf den Tisch, auf Tapet, für zu sagen, wo stimmen wir dann eigentlich mit den Rechten der Frauen? Noch wir hier im Parlament haben uns Gedanken gemacht darüber, wie alle Jahre ist. Wir machen praktisch alle Jahre so einen Bericht, um zu gucken, was die Entwicklung ist von den Rechten, was bislang geschieht ist. Ganz beruht auf einer Direktive von 2006 über die Gleichheit, Egalität der Chance. Und ich meine, das ist eine von unseren Aufgaben. Das ist zwar ein Initiativbericht, das heißt, hat keinen legislativen Charakter, aber trotzdem ist es aber so, dass der Conseil und noch die Kommission aber den Rapport einstellen, die eine oder die andere Überlegung, die eine oder die andere Feststellung herausholen, für, wie gesagt, weiter in die Richtung zu schaffen. Wie gesagt, Fortschritte gibt es. Ich muss Ihnen auch sagen, dass es noch ganz viel zu machen bleibt. Das heißt, wir stellen immer fest, wir stellen Fortschritte fest. Wir stellen aber auch eine ganz paar Sachen fest, die noch nicht so funktionieren. Die Gleichstellung beruht auf zwei großen Verträgen. Das sind Verträge von 1957, aber auch die Grundrechtscharta und, wie gesagt, die Direktive von 2006. Das Jahr, wie gesagt, hat der belgische Kollege Marc Tarabella den Bericht gemacht. Er beruht auf 2013, das heißt, wir sind ein bisschen am Dekalage mit den Jahren. Mit 2013 haben wir geholt als Basis, weil das auch ein aufgeschlossenes Jahr ist. Auf zu gucken, wo dann die definitiv, wo wir drin sind, wo die Defizite noch liegen, die wir noch können machen. Es sind eine ganz paar die politische Herausforderungen, besonders aber im Bereich von der Arbeit und von der Familie. Das heißt, wir müssen immer Initiativen holen, und das ist auch gut so, für einerseits die Arbeitswelt, und auch die andere Seite das Familienleben mit in Anklang zu kriegen. Das ist eine Herausforderung, weil wir nämlich feststellen, dass eigentlich die Frauen auf 2 Punkten hauptsächlich, oder 2 Überlegungen hauptsächlich nach immer Herren sind nach immer diskriminiert. Das ist, dass eben durch Familiennachwuchs, durch Kinderkriegen besteht eine Unterbrechung von der Karriere. Das heißt, teilweise Abhänger mit schaffen, später aufhängen, nicht mehr an dieselbe Rolle kommen. Das heißt, das möchte sich weiter bemerkbar bis zu den Pensionen. Das heißt, der Verlust der spielt sich am Anfang auch an den Pensionen zurück. Das ist den einen Teil, und da muss man, wie gesagt, darauf schaffen. Da machen wir auch ganz viel. Congé de Maternité zum Beispiel ist etwas ganz Normales. Gehen wir Congé Paternité, das heißt, für Pappen, für junge Pappen, da bleibt noch viel zu machen. Wenn wir zu Lützeburg da doch schon ein Zeitchen haben, wenn es doch ein Succès ist, dann ist das aber nach lang nicht an alle Ländern der Fall. Und wie gesagt, hier schaffen wir dann dort. Den zweiten Teil ist aber wo wir ganz klar Diskriminierungen feststellen, die nicht mit einer Breche von der Karriere zu tun haben, au contraire, wo Frauen, die bei gleicher Qualifikation, bei gleicher Arbeit, bei gleichem Einsatz noch immer Männer verdienen, das liegt im Bereich von 10–15%. Und das ist eigentlich nicht seriös, weil das ist eine klare, deutliche Diskriminierung. Wenn ihn danach dabei feststellt, dass ganz viele Frauen an prekären Arbeitsverhältnissen sind, dass sie zum Teil mit müssen schaffen auf 2–3 verschiedene Plätze, dann ist das, wie gesagt, nicht seriös. Und dann ist das ein Punkt, wo wir wirklich verstärkte Energie müssen aufwenden, um dort zu schaffen. Es ist so, dass der Bericht aber auch mehr weit aushält. Das heißt, da kommen dann natürlich auch Sachen dran, wie Kontrazeption, wie zum Beispiel Avortement. Und das sind ganz sensible Themen, das sind ganz kritische Themen auf verschiedene Länder zum Mals. Ich meine, die anderen Kulturen haben die anderen Überlegungen feiern. Und da könnte es dazu, dass der Bericht nicht mit so einer hohen Majorität aufgestimmt ist, wie ihn sich das vielleicht hätte können erwarten, wenn ihr in Lothal Kell seht. Der Bericht setzt sich an für die Rechte von der Frau für die Gleichstellung. 400 und etwas zu stimmen zu 251, das ist ein Resultat, das sich weisen lässt. Wie ich auch gesagt habe, sind, wie gesagt, die Unterschiede an den Kulturen, Avortement, ganz sensible Thema, aber auch
ganz viele Membern hier am Parlament, die dagegen gestimmt haben, die sagen, dass das muss am Bereich von der Subsidiarität liegen. Das heißt, alle einzelnen Memberstaaten sollen in Zukunft nach darüber frei verfügen, ob hier Gesetze an die Richtung mehr fortschrittlich möchte oder nicht. Da könnte natürlich auch noch dabei die Education. Auch die Education als ein Thema gewesen an dem Bericht. Und auch da so ganz viele Members, das liegt, wie gesagt, an der Kompetenz von den Memberstaaten. Und da kann ich Ihnen nicht Unrecht geben, ich muss aber sagen, ich habe für den Bericht gestimmt, es sind vier Darsätze von den Rechten von der Frau. Und ich meine, wenn du auch den einen oder anderen Passage vielleicht am Endeffekt nicht so zufriedenstellend ist, da muss ich aber sagen, der gesamte Rapport ist aber ein unheimlicher Fortschritt, wenn wir feststellen, ob was wir man muss schaffen, was noch zu machen bleibt, wo noch sensibilisiert muss gehen und so viel. Wie gesagt, es gibt noch ganz viele Stereotypen, auch an der Berufsauswahl. Es gibt noch ganz oft ein paar Bereiche, ein paar Berufe, wo die Frau nicht so racken, wo sie nicht so gerne gesehen ist. Dann natürlich auch die Affäre von den Conseil d'Administration, von den Direktionen, wo die Frauen, ein ganz paar Frauen immer noch so, dass sie nicht den Zugang haben zu den zu den höheren Positionen, sodass die noch darüber muss schaffen. Und ich meine, dass es noch ein bisschen dauert, bis wir dafür kommen. Zu den kontroversen Sujets hatte ich schon geschwärzt. Subsidiarität, ja, wie gesagt, muss an dem Sinn respektiert bleiben. Von der Konklusion muss ich sagen, dass ihr dann seht, da bist für die Gleichstellung von Mann und Frau werden es nicht ausgehen die nächsten Jahre. Wenn nichts geschieht, dann dauert es bis 2084 zum Beispiel, bis an die Salären gegen Equiliber, wenn in die Entwicklung guckt, wie sie bislang stattgefunden hat. 2084, das ist extrem lang, so lange können wir nicht werden, so lange wollen wir nicht werden. Und dafür meine ich, den Debat über die Rechte von der Frau muss weitergehen, muss vorgefordert gehen, muss noch mehr intensiv gehen. Ein politisch ganz heikles Sujet, eine Herausforderung, als wie weit der Staat sich soll anmischen, an Privatleben, an zum Beispiel an Subsidiarität, an Kompetenz von den einzelnen Memberstaaten, das sind Sujets, die als, wie gesagt, nicht ausgehen. Der zweite Punkt, den ich ganz kurz mal schwätzen ist, wir haben einen definitiven Akkord gefunden über die Länge und Gewicht von den Kamionen. Ihr wisst, dass ich schon ein paar Mal davon geschwärzt habe, auch sonst noch immer. Den Conseil hat seine Decision geholt, zusammen mit uns als eine Lesung gefunden gehen. Und wir haben diese Woche zu Straßburg aufgestimmt über die Länge und Gewichte von den Kamionen. Das ist ein ganz zufriedenstellendes Resultat, weil, wie gesagt, auch mal eine Rechtssicherheit geschafft wird für die nächsten Jahre, dadurch Memberstädte wissen, wo sie drüber sind, was sie dürfen, dadurch die Industrie weiß, in welche Richtung das geht. Das heißt, die Punkte sind eigentlich für Spritzespuren, dadurch natürlich auch mehr CO2-Emissionen auszustoßen. Dann aber auch neue Antriebsmodelle zu entwickeln, das heißt auch Kabinen, das heißt die ganze Kamion-Kabinen mehr sicher zu machen, durch eine andere Form von Kabinen, wo dem Chauffeur erlaubt, Fußgänger besser zu sehen, Velofahrer besser zu sehen. Das heißt, alles das sind Punkte in Richtung von einer verbesserten Straßensicherheit. Dann aber auch noch ein Punkt, den noch ganz wichtig ist, dass die Kontrollen von den Gewichten, das heißt, da haben wir zwei Systeme zugelassen. Einerseits on Bord, das heißt, Kamion selber kann festgestellt gehen, wie Gewicht ist. Das ist ja eine Hilfe für den Chauffeur, kann aber auch kontrolliert gehen. Das zweite ist Infrastrukturen, die da draußen die Länder herstellen, wo können die Kamion gewiegen gehen während dem Trajet, sodass ihr da wirklich ein Moyen hat für in Zukunft. Ihr wisst ja alle gut, bei Kontrollen könnt immer eine Evaluierung weist sich und dann muss ihr da gehen vier gehen. Das ist ein gefährlicher Aspekt für die Sicherheit, aber wie gesagt, ganz wichtig für da gehen 40 gehen. Grenzüberschreitend, die großen Kamionen, Gigaliner genannt, bleiben nicht erlaubt. Das heißt, das ist im Moment ein grosser Vorteil, wenn man fährt, noch, dass dadurch nach mehr Transport auf die Straße geht, nach mehr von der Schiene auf die Straße am Platz umgedreht. Und wie gesagt, für Lützeburg wichtig die Exzeption von den 44 Tonnen, weil wir da Akkorde haben mit anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, wo wir dann die Grenze überschreitend, aber mit denen Kamionen können auch in Zukunft weiterfahren. Das wäre es heute von Straßburg. Ich sage merci für das Nachgucken. Bis die nächste Kehr.